Und da sind wir halt wieder zum Kassettenschmerz. Eins der ersten Male, wo wir es am Wochenende machen, glaube ich. Leider wollte ich's ja habe ich es ja gestern nicht geschafft, da hätte ich es gern gemacht, aber es waren unglaublich prekäre, familiäre Situationen, die mich daran gehindert haben. Aber jetzt nehmen wir es halt einmal heute am Freitag zum Vorglühen her, drum hier Party-Outfit, gell? Ui, 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 ui. Es ist ja auch schon Faschingssaison losgegangen, drum darf man sich mal verkleiden. Und mein tolles Mützchen habe ich schon lange nicht mehr ausgeführt. Das kann man da natürlich tragen. Dragoncry, Habitäre, schon mal schön, dass du da bist. Da freuen wir uns natürlich. Der Sesselmann ist auch da. Schön, gibt es noch einer zum Vorglieren? Ich trinke hier Wodka pur. Mhm. Köstlichen Grey Goose. Bin nämlich offensichtlich schwer alkoholkrank. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zum Kassettenschmerz. Ähm, Wieder mal bin ich allein. Ich hoffe, dass ich mich nicht so offen mache wie das letzte Mal, wann war das? Gestern oder vorgestern? Thomas Gottschalk, der Chair auf die Bühne geholt hat mit den Worten, die einzige Frau, die ich jemals respektiert habe, glaube ich. Ja, geil. Naja, das kann bei uns nicht passieren, denn wir respektieren gar keine Frauen. So ist das, gell? Das Mützel gibt mir Speziwirtschaft frei. Stimmt, da habe ich es einmal aufgehabt. Da habe ich es einmal aufgehabt. Aber noch nicht hier im super coolen Viva la Movilusion Kassettenschmalz. Wer ist denn gestern alles da gesessen und hat sehnsüchtig auf mich gewartet? Dem darf ich gerne sagen, dass es mir leid tut, aber es tut mir nicht leid, ist mir scheißegal. Wenn ihr uns die Stories nicht anschaut, seid selber schuld. Da hättet ihr es nämlich gesehen, dass wir leider nicht können. Fangen wir mal an mit dem Wichtigen und zwar mit was zum Essen. Ich habe halt richtige Vorbereitungen geleistet und werde euch jetzt halt hier immer so ein bisschen Beutel zu den Sachen, die ich verzeihe, teilen. Ich muss jetzt nur immer suchen, wo der Scheißdreck ist, weil es wirklich unglaublich voll ist. Aber das kriegen wir schon hin. A24 ist gerade fett am Arbeiten mit Netflix, denn sie machen oder wollen planen eine Reality-Show zu dem Spiel Overcooked. Wer das nicht kennt, sucht einen Stream von uns. Da haben der Seppi und ich und ich glaube, der Corby war noch dabei. Haben schon mal eine schöne Runde Overcooked gespielt und es war, also das Spiel ist mega bescheuert, aber sehr witzig und ich bin gespannt, wie da eine Realverfilmung oder beziehungsweise Reality-Show dazu ausschauen kann. Stell mir auf alle Fälle witzig vor, wenn es ja nur annähernd so bescheuert wird, wie wir waren beim Spielen. Dann haben sie Jennifer Lawrence und, wer war's? Emma Stone zusammen da für eine Produktion, die sie dann auf Disney rausbringen. Und ich suche jetzt gerade das Beutel dazu, das ich in meiner endlosen Fleißarbeit vorher rausgesucht habe. Aber scheinbar, da ist, schaut's her. Sie machen einen Miss Piggy-Film. Einen Miss Piggy-Film, auf den hat die Welt gewartet. Ich bin schon gespannt, wie viel Leute, dass sie dann, was weiß ich, wegen zu kleine Brüste oder nicht zu ausufernden Hüften bei der Miss Piggy beschweren, dass es zu woke ist. Kann man eigentlich ein paar Runden Wetten annehmen, dass es definitiv irgendwelche Schwachköpfe im Internet gibt, denen sogar Miss Piggy zu woke sein wird. Hashtag not my piggy. Not my piggy. Alte Bekannte, die wir hier im Stream schon öfter erwähnt haben, zu denen ich gerade feststelle, dass es mir nicht das Beutel geöffnet hat, das ich gern hergesagt hätte, sind die Gremlins. Gremlins sind nämlich jetzt halt fix im dem 2027er Slate von Warner Brothers festgesetzt, also der dritte Teil. Und Steven Spielberg wird als ausführender Produzent aufgeführt und Chris Columbus kehrt zurück als Regisseur. Da freuen wir uns doch, oder? Wenn wirklich endlich verfluchte Gremlins Teil 3 auf der Leinwand umeinander hupfen. Hoffentlich, also was heißt hoffentlich, das müssten sie eigentlich so machen, kennen sie gar nicht aus. Ähm, zu der Weihnachtszeit, denn Gremlins sind Weihnachtsfilme, das wissen wir alle. Hallo Katze. Wer hat überhaupt euch sehr Bier? Wer hat sich eigentlich wirklich drauf gehalten und macht jetzt halt aus diesem Kassettenschmerz eine Vorglührunde? Miss Piggy gefilmt, die Geschichte wird schwierig, sagt der Sesselberger. Knädelwurzel habe ich Dere, schön, dass er da ist. Gremlins 3 wird ein Kracher. Ja, hoffentlich. Hoffentlich wird es ein Kracher. Ich hätte jetzt gern lieber endlich einmal die animierte Serie bei uns irgendwo verfügbar. Haben wir bisher noch nicht gekriegt. Sesslinger, sauber, brav, der sauft immer Bier. Da gibt es mal ein Stößchen. Stößchen. Ich habe da auch ein Star Wars Mandalorian Gin Glas, aber die Produktionsqualität ist miserabel, denn das löst sich schon richtig ab
der anderen Seite steht Man of Mystery drauf. Man of Mystery, ja, wir wissen es, so ist der Mando die ganze Serie lang genannt worden. Naja, also da habe ich festgestellt, Star Wars Gläser, wenn ihr euch welche kauft, wirklich immer nur per Hand waschen, weil die wirklich nichts herhalten an Spülmaschinenaktivitäten, die Pimmel. Und ich habe 2 Glasel gehabt, beide geschenkt gekriegt und alle Aufdrucke sind weg. Eins war Stormtrooper, das ist mittlerweile komplett weg. Und eins eben, jetzt ein Tester hier noch. Ich trinke gerade meine Red Bull Cola auf der Empfehlung. Ja, das ist schön und vielen Dank. Gibt es wieder dicke Potato für deine Spende. Da gibt es wieder dicke Potato. Da hätte ich ein Beutel ausgesucht, das man aber nicht öffnen lässt, nämlich zu der nächsten Info. Stranger Things, wir kriegen nicht gerade Staffel 5, die finale Staffel der Realserie, sondern auch eine animierte Serie nächstes Jahr soll dann Stranger Things Tales from 85 kommen. Warte, ich muss noch schnell die Spende vom Dragon Cry herzen. Und ein paar Herzen in den Chat einschicken. Piu, 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 piu. So, haben wir das auch gemacht. Und die soll zwischen Staffel 2 und 3 angesetzt sein. Es ist ja schon lange bekannt, dass Stranger Things auf alle Fälle auch weitergeführt wird und verschiedene Spin-offs kriegt. Und das ist jetzt unser Start. Gnädelwurzler, 99 Cent Prime Deals. Geil, Alter. Fette Kartoffel für die Prime Deal, den du jetzt gerade mit mir abgeschlossen hast. Du hast 30 Tage Zeit und wenn du mit mir was anfängst, musst du mich innerhalb von 2 Tagen fertig machen. So, jetzt habe ich wieder was, wo ich ein Beutel herzagen kann. Finally. Was ist los mit dem Schweinebeutelzeug hier? HBO arbeitet an einer neuen Serie, nämlich V wie Vendetta soll wieder erweckt werden auf die Leinwand. Also ist ein unglaublich geiler Comic. Ich weiß nicht, wer den schon mal gelesen hat. Ich habe da die Würstens, da wo sie, weil bestimmt Pokémon-Karten dabei sind. Sesselberger, danke, hier Potato. Und natürlich sind es dabei, schaut's her. Mega-Entwicklung. Sind das nicht sogar die Neuer? Ich weiß gar nicht, aber ich habe das letzte Mal Booster Packs zur Mega-Entwicklung gesehen. Kangama vorne drauf. Das haben wir mitnehmen müssen. Und dann haben wir noch ein Star Wars, schon One Piece OP8 dabei. Leider kein Final Fantasy Magic the Gathering. Die sind überall bei uns ausverkauft. Ich flippe aus, ey. Ich kriege nirgends welche. Es war jetzt halt überall das Spider-Man-Set da, aber ich kann jetzt nicht ein Spider-Set anfangen zum Kaufen, weil ich sonst halt einfach pleite gehe. Dafür sind die Spenden hier noch zu gering. Ich sag das in der Hand, Leute, ob wir hier Spider-Sap-Karten unboxen. Auf alle Fälle, VW Vendetta von HBO, also schon mal ein fettes Studio da hinten. Und es soll der Peter Jackson mitschreiben an der Geschichte. Also das ist ja mal spannend, wie es Anja bei Spy Family sagt. Hab gerade mit der Yakuza-Serie angefangen. Da habe ich tatsächlich ja bisher nur die erste Folge gesehen. Da bin ich noch nicht drüber hinausgekommen, obwohl es mich nicht abgesteckt hat oder sonst was, aber ich habe irgendwie vergessen, dass ich weiter anschaue. VW Vendetta, Peter Jackson, genau. Wundert mich, dass der da mal bei irgendwas anderem involviert ist, als sei. Was hat er zuletzt gemacht? Ach ja, er möchte ja irgendein ausgesprochen, mir ist das Ding übrigens zu heiß, das muss jetzt wieder runter. Ja. So geht's besser. So, 16 Haar und das Kappe einwischen und dann schauen wir gut aus. Er möchte nämlich irgendeinen ausgestorbener Vogel von Neuseeland durch Klontechnik wiederbeleben. Er ist, glaube ich, auch, in Neuseeland der größte Sammler von Fossilien von dem komischen Riesenvogel. Ja, Peter Jackson schaut mit Jurassic Park an und dann schauen wir mal weiter, ob das eine gute Idee ist, dass wir dieses Viech wieder erwecken. Spider-Sap alias Peter Parkhuber. Der Parkhuber, nein, machen wir lieber einen Peter Pongratz. Peter Pongratz ist er in Bayern bei uns. Das Spider-Sap Peter Pongratz. So, wo waren wir? Bleiben wir bei HBO. Denn die bauen auch unser DC-Universum, so wie wir es jetzt kennengelernt haben, durch Superman und Peacemaker und Creature Commando weiter aus. Jetzt soll noch eine fiktionale True Crime Serie kommen mit dem Jimmy Olsen in der Hauptrolle, den wir ja von Spider-Man, hat es jetzt auch mit dem Spider-Man, sind wir beim Superset, von Superman schon kennen. Und in der soll er scheinbar dann an Grodd, den Bösewicht, also den sprechenden Superaffen-Gegner von Flash irgendwie verfolgen oder ein Verbrechen vor ihm aufklären oder eben ein wahres Verbrechen von dem erzählen. Ich weiß nicht, wie es genau ausschauen soll. Es soll auf alle Fälle eine fiktionale True Crime Serie werden.
Peter Pomrad, d'accord, passt, sind wir d'accord. Bin jetzt zweite Folge, finde es noch gar nicht so schlimm. Also immer so ein bisschen harmlos. Puh, ja, ich habe noch immer nicht geraucht. Bier Wild, aber der, schön, dass du da bist. Ja, Gnädelwutzel, Sepp, dann schaue ich da jetzt dann auch weiter, dass wir dann das nächste Mal uns über Yakuza, die Serie, unterhalten können. Hm. Ah. Ah. So, was haben wir hier noch? Da hätte ich wieder Beutel eigentlich aufgemacht, hat es mir nicht aufgemacht, aber es gelangt. Es kommt ein neuer Luther-Film mit Idris Elba, oder wie ich gern gesagt habe, Idris Elba, nervt mich immer nur, dass man das Idris sagt, das passt mir einfach nicht. Habe ich leider bisher gar nichts gesehen. Es gibt, glaube ich, auch noch einen alleinstehenden Film. Sollte ich mir reinschauen, weil ich habe bisher viel Gutes gehört was schon, vom Luther. Mal gucken, was uns da dann erwartet. Sollte ich auch mal reinschauen. Na, überall sollte ich reinschauen und nichts ist schaffe. Und jetzt müssen wir wieder ganz stark sein, denn der nächste ganz alte Charakter wird jetzt ausgraben nach Winnie Pooh und Peter Pan und Bambi und wen haben wir noch bis jetzt gehabt? Mickey Mouse, beziehungsweise was schon, Boot, Steamboat. Sepp wird jetzt Betty Boop ähm, als Horrorfigur verwurschtelt. Da bin ich ja mal gespannt, was das wieder wird. Das Traurige ist ja wirklich, dass die ersten Teile, die sie da machen, das war ja auch bei eben Steamboat, wo er dann trotzdem jetzt eine Fortsetzung angekündigt worden ist, die ersten Teile wirklich so auf einem Minimum am Budget produziert werden, scheinbar mit so einer unterirdischen Qualität, dass das nicht aushältst. Man kann echt coole Sachen machen, aber hoffen wir, dass dann jeder Teil immer Fortsetzung kriegt, weil bei Winnie Pooh hat man ja schon mal gesehen, dass die Fortsetzungen dann besser sind, auch wenn es noch keine guten Filme sind, aber Winnie Pooh 2 war durchaus unterhaltsam. Sagst du lieber die Yakuza-Spiele, die sind Peak und nächstes Jahr kommt das Remake vom dritten Teil. Boah, ich habe keine Zeit, dass ich jetzt Yakuza anfange, lass mich in Ruhe. Ist halt immer ein bisschen schwierig mit Spielverfilmungen, aber Kamurocho schaut gut aus. Popeye ist, by the way, seit 2009, da kommt ein was. Ja, Popeye stimmt, da ist auch tatsächlich was in der Mache, habe ich auch schon mal gelesen. Und was neu in der Mache ist, oder ich glaube, die Woche sogar angekündigt worden ist, in Produktion Jumanji 3. Und das soll dann lauten, wie heißt der Felsen, der Rock lauten, The Rock soll das dann, aber der letzte Teil in dieser Konstellation sei. Dann haben wir K-Pop Demon Hunters. Mhm. Da gibt es keine wirklich guten News, denn man wollte euch nur mal mitteilen, dass es mittlerweile heißt, stellt euch darauf ein, es gibt eine Fortsetzung, aber die wird nicht vor 2021 kommen. Also haben wir noch ein bisschen zu warten, bis wir K-Pop Demon Hunters 2 sehen. Ich weiß nicht, ob den Film irgendjemand von euch gesehen, der ist ja auch ziemlich erfolgreich, meine ich, gelaufen und auch sehr beliebt. Ich habe bisher noch nicht reingeschaut und kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Also wer den Film schon gesehen hat und kann hier mal eine kleine Empfehlung abgeben, sollte ja empfehlenswert sein. Dann habe ich schon mal berichtet, dass der liebe Herr Roth, Eli Roth, ja auch an einem Ice Cream Man Film arbeitet. Da haben wir jetzt auch das erste Bild dazu. Ich habe mir jetzt erst endlich mal die Blu-ray geholt zu dem Slasher aus den 90er, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt. Und es ist ja, glaube ich, eine Fortsetzung zu dem Originalen geplant und dieser Film hier vom Eli Roth, da wo ich jetzt aber nicht mehr weiß, ob das ein Remake sein soll oder ob das was Eigenständiges ist, keine Ahnung. Es gehen auf alle Fälle zwei Ice Cream Man Filme auf uns zu und hier haben wir das erste Battle zum Eli Roth seiner Version. Was haben wir hier gemacht? Da haben wir mal kurz schauen, ich habe hier 1000 Zettel für euch zusammengestimmt, damit ich ja nichts verpasse, versamm euch zu sagen. Aber irgendwie gibt es in meiner Zettelwirtschaft da durcheinander und klappe mich nichts hören davon, weil ich Zettel schreibe, ihr Kapratzen. So, was schreibt ihr da eigentlich alles? Ich muss mal in den Chat reinschauen. Ja, gut, aber kommt ja auch in echt 2031 kostet dazwischen. Schade, der war echt stark. Stimmt, ja, das wird nur bla bla bla. K-Pop Demon Hunt, das ist sehr empfehlenswert. Also, du hast starke Frauen und K-Pop. Ja, beides. Frauen hasse ich, weil es keine Männer sind und K-Pop hasse ich, weil es nicht deutsch ist und deswegen, was das eh wie es ist. Deswegen hasse ich jetzt halt auch schon Miss Piggy, weil wir davon ausgehen können, dass das hundertprozentig woke wird. Verdammte woke Miss Piggy. Verdammte woke Miss Piggy. Was haben wir jetzt? Insidious 6 ist abgedreht. Laut dem Regisseur Jacob Chase, der bekannt ist für Come
Play und The Girl in the Woods und ansonsten meine hauptsächlich ein bisschen Kurzfilme, die ich aber alle nicht kenne. Und ich habe auch diesen Come Play oder The Girl in the Woods nicht gesehen. Come Play habe ich öfter mal gelesen. Keine Ahnung, ob den irgendjemand von euch gesehen hat und dazu irgendwas sagen kann, ob der gut war. Ich bin gespannt auf Insidious 6, weil ich war nicht unbedingt der größte Fan von Insidious 5 im Nachhinein. Der hätte coole Momente gehabt, aber leider ganz viel Potenzial verschenkt. So ist das, Leute. Dann für den Philipp, jetzt mal was für den Philipp, natürlich auch für mich und eigentlich auch was für den Corby. Ich habe es fast in jeder zweiten Kassettenschmerz-Folge habe ich es dabei. Doro, hey Doro, immer mehr Infos gibt es dazu. Jetzt haben wir schon ein neues Poster, weil sie jetzt angekündigt haben, dass definitiv der Start der zweiten Staffel im Frühling 2026 ist. Noch ein Monat dabei, aber zumindest wissen wir schon, dass es im Frühling kommt. Fuchsi, habe ich schön, dass du da bist. Potato hier ins Gesicht eine. Ich habe es heute auch wieder mal hergeschafft. Das freut mich, das freut mich. Immer schön, wenn Leute reinkommen. Ich habe es ja mittlerweile, Philipp, für die geschafft. Das erste Band ist durchgelesen vom Manga. Bin mittlerweile im zweiten Band. Schauen wir aber die erste Staffel nebenbei nochmal an. Ja, einfach geil. Und ich hoffe, dass wir da bald endlich ein richtiges Datum kriegen, weil ich zumindest wissen wir, wann ich mich darauf einstellen kann, dass ich die zweite Staffel dazu endlich sehen werde. Zu einem weiteren Anime, nämlich Death Stranding Isolations, ist jetzt auch schon bekannt, dass es ihn 2027 gibt und er wird dann über Disney Plus zum Streamen sein. Das ist auch schon mal sehr gut, dass wir uns da nicht abscheißen müssen und für wer es irgendwie schafft, in einem von den Cineplex-Standorte, Waldkraiburg, Neufahren, Erding und Vilsbiburg, heute um 21:45 Uhr, Sneak des guten Geschmacks mit ordentlich, ich nenne es mal einen Partyfilm. Ja, das ist auf alle Fälle ein Partyfilm. So, boah, ich bin so gespannt, was du zum gesamten Manga-Werk sagst. Ja, ich bin jetzt halt schon ziemlich sicher, dass ich da definitiv positiv drüber reden werde am Schluss, weil die ersten zwei Bänder mir jetzt halt schon unglaublich gut gefallen. Der Anime ist super, also da können uns gar nicht so viel verscheißen, dass mir das nicht mehr gefallen wird. Dann das mich sehr gefreut, dass wir jetzt endlich die Bestätigung haben, da bin ich lange schon drauf gewartet. Alien Earth kriegt eine zweite Staffel. Das ist ja, da ist ja irgendwie zu lang Start gewesen um diese Ankündigung und jetzt wissen wir es endlich sicher, dass Alien Earth in der zweiten Runde geht. Da bin ich sehr froh, weil da sehr viele offene Themen noch sind. Mir hat die Serie an sich gut gefallen. Hat zwar ihre Schwächen, aber überwiegend hat es sehr positive Sachen dabei. Und ja, Spoilerwarnung, davor kommt noch eine Folge von uns, die ist schon abbesprochen und muss nur geschnitten und hergerichtet werden, sollte innerhalb der nächsten 3 Wochen, sage ich jetzt mal, auf euch zukommen. So, haben wir das auch gemacht. Dann da ich euch gerne wieder ein paar Trailer zeigen, aber ihr wisst es, Trailer zeigen, da sagt YouTube, nee, sonst sind hier die Spenden für euch wieder fort, die sich sonst wer einsacken. Weißt du eigentlich, hat schon mal irgendjemand, der bei uns gespendet hat, nachdem wir dann gesagt haben, hey, jetzt ist es wieder gestrichen worden, das Geld zurückkriegt oder sagt jetzt das YouTube ein? Das war echt immer interessant. Wir haben das wird auch gemacht, wie es, dass das Ding Spaß macht. Trailer zeigen ist gleich No Money, sagt der Sesselmann. Ja, da haben sie recht. Dann kommt nämlich YouTube mit der Geldsackschere und zwickt uns die Geldeier ab. Unsere armen, geldigen Eier. Und was haben wir noch für Trailer gehabt? Ja, einen ganz wichtigen Trailer. Das ist wahrscheinlich, ich habe bei dem ist ein Mikes Herz aufgegangen. The Devil Wears Prada Teil 2 mit der Meryl Streep und Anne Hathaway, die auch wieder zurückkehren in ihre Rollen von Teil 1. Ich muss gestehen, ich habe nicht einmal Teil 1 gesehen. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie den Film da großartig haten darf, aus Prinzip oder sonst irgendwas, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, dass ich mir anschaue. Teil 2, also den Teaser, den es da jetzt gibt, das ist auch Minuten, da sagt man auch noch nicht viel, aber für Interessierte sollten sich die Minute mal reinziehen. Eine Minute einen reinziehen. Und jetzt muss ich kurz was anderes probieren mit der Freigeberei. Weil es gibt, was natürlich mein Highlight dieser Woche war, der Trailer zum Super Mario Galaxy Film. Da ist mir das Herz aufgegangen, da habe ich Gänsehaut ohne Ende gehabt. Schaut sich unbedingt den Trailer an, der ist wunderschön. Da sind auch wieder für eure Mario-Fans und die Spiele gespielt haben, so viele Sachen dabei.
die einen sofort Gänsehaut geben lassen. Unter anderem haben wir jetzt eine Rosalina am Start, die gesprochen wird von der Brie Larson im Original. Mal schauen, ob ich da so durchswitchen kann. Dann haben wir einen Bowser Jr. am Start. Ein Sohnemann vom Bowser. Der Mann wird auch echt da. Im April, nächstes Jahr ist es soweit, kriegen wir den zweiten Teil vom Super Mario Film. Und ich hoffe, wir kriegen noch ganz viel mehr Teile. Es ist ja, glaube ich, schon im Gespräch, ein Spin-off mit dem Donkey Kong zu machen. Hat man im Trailer, glaube ich, noch nicht gesehen, den Donkey Kong. Weiß nicht, ob der dabei ist. Ein Toad sagt man, Luigi sagt man natürlich. Haben eh noch Beutel. Bowser ist immer noch klein und wütend. Und da ich gerne mit euch jetzt anschauen, den Trailer. Aber, wie wir vorher schon gesehen haben, YouTube sagt, so, closing the window. Jetzt haben wir, es wurde ja vor einiger Zeit einmal gewünscht, dass ich vielleicht auch ein paar Streaming-Releases mit raushau. Habe ich mir natürlich zu Herzen genommen, denn wir leben, Viva la Movie-Illusion lebt, um euch zu dienen und eure Wünsche sind uns in der Regel ein Befehl. Darum habe ich mir da jetzt hingesetzt und mal geschaut, was diese Woche so losgegangen ist im Streaming-Bereich. Und da haben wir unter anderem das, was ich gerade gesagt habe, Last Samurai Standing, eine Serie, die von den Machern von Alice in Borderland, glaube ich, heißt ja, rausgekommen ist jetzt auf Netflix. Ich glaube, die komplette Serie schon drinnen. Ich habe noch nicht viel gelesen, wie es ist, was ich am Singen schon gesehen hat, aber scheint interessant zu sein. Tja, die Wahrheit ist jetzt da. Hobedere, sagt es da. Hallo. Hallo. Closing the window is important. Bin gar nicht mal so der Fan vom ersten Mario-Film, aber der Trailer vom zweiten schaut echt super aus. Wo ist nicht der Fan vom ersten Mario-Film? Gibt Sackstelle reserviert, Fuchsi. Neue Folge zu Spy Family. Ich möchte jetzt nicht folgenweise euch sagen, was rauskommt, aber an sich die Info: Spy Family, die 3. Staffel läuft aktuell auf Crunchyroll mit wöchentlichen Releases und ich kann es empfehlen. Ich finde die sau witzig und da ist also sogar, muss ich sagen, die deutsche Synchro mir lieber als das japanische Original, weil die Stimme von der Anja einfach ultra cute ist. Spannend, spannend, heißt es immer. Genau, dann habe ich an Mike behelligt. Da sollen wir mal ein bisschen was zusammenschreiben, was für unsere physischen Sammler hier rausgekommen ist. Also kriegt so ein paar kleine Hinweise an Zeug, das ihr kaufen könnt. Unter anderem sind ungefähr 48 Mediabook-Cover zu Revenge Blood Cult 2 rausgekommen. Genauso zu The Lost Slumber Party. Dann gibt es jetzt einen 4K-Release von Prom Night, aber nicht zu dem grauenhaften Remake, sondern zu dem 1980er Original mit der Jamie Lee Curtis. Sollte man sie auf alle Fälle holen oder zumindest mal gesehen haben. Voodoo, also der gute alte Fulci-Film, ist jetzt auch in der 4K-Fassung rausgekommen, sogar auch in der Amaray. Und dann ist jetzt auch die Nackte Kanone, das Remake mit dem Liam Neeson erhältlich. Und ja, habe ich bisher noch nicht gesehen. Leider im Kino versammelt, war ich gern gegangen, aber habe es nicht geschafft. Darum werde ich ihn mir jetzt dann auf Blu-ray holen und dann mal kicken, was der so kann. Jack Black bzw. Tobias Meister auf Bowser. Verdammter Jack Black, soll endlich abhauen. Geht mir vielleicht auf den Nerven. Erkan und Stefan 1 gibt es auf Blu-ray. Da schau her. Gibt es eigentlich das eine Döner-Tier noch? Keine Ahnung, wann das auf einmal verschwunden war. Wir haben sogar einen Dingelfilm, glaube ich, ans Stück gehabt. Ab ins Kino Anime so schauen. Paw Patrol, Rubbles Weihnachtswunsch. Dann haben wir noch Yunnan, Make Me Feel Yes. Formen moderner Erschöpfung. Ich sterbe, kommst du? Falle, count me in. Truth or Dare, eine Dokumentation im Osten, was Neues. Eine Dokumentation, Kosi, Komi, wie es ist. Keine Ahnung, wie es ausspricht, was das für eine Sprache ist. Ein schöner Ort. DDPRD 2, Exhibition on Screen, Caravaggio. Und dann eine Aufführung von einem alten Terence Hill und Bud Spencer Film, Die Troublemaker von 1995. Dann haben wir noch Backstage, Paris Opera mit Giselle Cantar. Und das war's. Das war's. Dönerkräfte sind pleite gegangen. Aha. Gehen sie wahrscheinlich wie ein Ding. Ich glaube, ein Podolski sein Döner-Franchise, glaube ich, geht auch schon wieder den Bach runter, oder? Müssen die sogar schon zumachen? Ich weiß nicht. Streaming-Charts der Woche vom 31. Oktober bis 6. November. Warum ist es eigentlich immer so spät droht, der Scheiß? Nervt mich.
Auf alle Fälle haben wir auf Platz 10 die 19. Staffel von Married at First Sight über Peacock zu streamen. Keine Ahnung, ob es das bei uns irgendwo gibt. Dann haben wir Murdo, Death in the Family auf Hulu. Das ist die erste Staffel auf Platz 9. Hulu, also ist es jetzt eigentlich bei uns auch schon geändert auf Disney Plus, dass Star in Hulu benannt worden ist oder dass alle Hulu-Sachen eine waren. Irgendwas war da auf alle Fälle. Googelt es selber, wenn du nicht da, um euch irgendwas zu erklären und Neuigkeiten zu erzählen. Dann haben wir einen 8. Platz mit The Great British Baking Show, 13. Staffel auf Netflix. Platz 7 ist wieder Netflix mit Love is Blind, die 9. Staffel. Kann man sich jetzt übrigens gerade mit der 2. Staffel von Nobody Wants This. Und jetzt haben wir Platz 1, Netflix, 4. Staffel, The Witcher. Habe ich bisher nur ein bisschen was gesehen, nämlich die erste Folge zu der Hälfte. Natürlich kann auch dieser, wie heißt der, Liam Hemsworth nicht mit einem Henry Cavill mithalten. Das ist ja auch das Problem, was der Superman gehabt hat, wenn man in die direkte Konkurrenz setzt. Aber wenn man das ausblenden kann, dann glaube ich, funktioniert das erstens schon mal. Und er kriegt auf alle Fälle eine richtig, richtig coole Einführung. Also das Intro, wie da einer kommt und dann gleich mal geil Monstermetzel, das hat schon mal Spaß gemacht. Ansonsten habe ich für mich gefühlt wieder so diese, ich weiß nicht, Witcher hat irgendwie so eine RTL 2 Anfang 2000er Sonntagnachmittags Mittelalter-Optik. Ich kann mir da einfach nicht helfen, warum dieses Witcher-Beutel so komisch ausschaut für mich. Aber ich werde mir die 4. Staffel irgendwann nochmal nur einziehen. Kann aber für mich persönlich schon mal sagen, dass ich kein Problem damit habe, dass es jetzt einen Schauspieleraustausch gab. Und sie machen einfach so weiter, sie erklären da gar nicht viel. Das bleibt einfach weiterhin der Geralt. Es wird da nicht irgendwas mit, was weiß ich, andere Dimensions-Geralt oder sonstigen Bullshit gemacht, sondern einfach Schauspieleraustausch. Was haben wir jetzt hier noch? Wobei die Tierdöner gar nicht mal verkehrt waren eigentlich. Habe ich leider nie probiert. Das ärgert mich eigentlich ein bisschen, dass ich da wirklich, ich wollte immer einen haben und habe es nie geschafft. Sad Story, sad, würde ich sagen. Naja. Um die Traurigkeit zu überwinden, gehen wir jetzt mal ins Unboxing über, weil vielleicht ziehe ich wieder eine fette Geldkarte raus. Gerade nur für alle, die King This Early in the Game habe ich definitiv auch schon. Maria Onion Bear habe ich definitiv auch schon. Geht jetzt übrigens im November, glaube ich, kommt die HD geremasterte Fassung oder geremakte Fassung sogar von One Piece. Die ersten 20 oder 26 Folgen. Pick'ems haben wir schon. Albert. Albert? Nein, Albert. Haben wir, glaube ich, auch schon. Ja. It's to Die For haben wir auch schon. Tony Chopper in der Fassung haben wir auch schon. Natürlich nicht die Geldversion. Page One in Cool Schillernd, aber haben wir schon. Und Anwarpol in Cool Schillernd und haben wir auch schon. Wir werden leider nicht reich durch One Piece Karten. Wieder nicht. Dann schauen wir mal, was unsere Pokémon Mega-Entwicklungs-Booster-Pack hier kann. Vielleicht ist da jetzt wieder eine richtig, richtig fette Karte drin. Und wir sehen uns heute zum letzten Mal, weil ich danach endlich den Viva la Move Illusion Hut an den Nagel hängen kann und muss mich nicht mehr mit euch Affen hier im Chat ärgern. Schon was für ein Schmarrn das schreiben. 2007 insolvent, das ist mir scheißegal. Na, Entschuldigung, ich hab die lieb. So. Fangen wir an. Was haben wir hier? Memion mit einem Überraschungsangriff. Der ist immer gut. Also merkt euch, wenn es zum Raufen wird, Überraschungsangriff mit einem sauberen Vollspann ins Sackel und dann der Vorlaufer. Rabauts, Aui-Hiebe, die kündigt ich dann eben einmal vorm Überraschungsangriff an. Wenn dann noch nicht aufgeben wird, ist man selber schuld, weil dann gibt es Laser und schaut euch das an. Spiegel ist das ist fast ein Spiegel. So schillert das Ding. Jetzt haben wir Thermopod mit Ramme und Glühen und spiegelt auch wieder voll. Schaut's her, Laserspiegel. Und ein Lunastein mit Lunaphase und Juwelenkraft. Das ist hier auch wieder voll am Lasern. Aber es schaut nicht so aus, als war irgendein Karten davon Tausende von Euros wert. Da haben wir noch coole Energiekarte. Das war's. Wir sehen uns definitiv nächste Woche wieder. Da ist nämlich nichts dabei, das mich zu einem reichen Mann jetzt macht. Und auch nicht zu einem gemachten Mann wie Lilo Wanders. Naja, bleiben wir so. Was werden da schon wieder Kartoffeln umeinander geschickt überhaupt im Chat? Hab ich schon Servus gesagt? Habe ich noch nicht gesagt. Mache ich nämlich jetzt, Leute. Es ist vorbei, 19:36 Uhr. Schöne Vorglerunden. Leute, da trinken wir damit drauf.
So, ich hoffe, es war richtig eklig laut, wie ich gerade geschluckt habe und es hat jeder gehört. Danke für alle, die zugeschaut haben. Danke für alle, dass heute der Chat also fleißig war. Das ist schön zum Mitlesen. Dickste Potatoes raus für euch und dann habt ihr halt noch viel Spaß, nachdem ihr euch jetzt schon ein bisschen angesoffen habt. Seid brav, ihr habt gerade beim Stream schon gesehen, wie es raufgeht, wo es halt fortgeht und im Biersuri dann einmal zugelangen müsst. Ich möchte es euch nicht raten, gell? Das tut man nicht, bleibt friedlich, aber ihr habt hier jetzt gerade Selbstverteidigungstipps gekriegt. Macht es gut und dann sehen wir uns ja, nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz und einer neuen Folge hören wir uns und ja, auf Instagram sehen wir uns ja sowieso und hören wir uns. Also, wiederhören.